Was haben wir da? Steintafel? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich hätte das anders gemacht. Da haben wir zwei. Da hinten ist noch einer. Genauso wie du sagst. Da oben ist einer und da ist das Portal. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was haben wir da hinten, Schins? Das war doch schon vorher klar. Ein Kessel und ein Alchemietisch, oder? Ich kann das nicht glauben. Gut, dann werden wir mal Glaubst Nefarius du wirklich suchen. daran? Noch mehr Ärger kann ich nicht. Kronos, Ist das wirklich wahr? der ist Snake. Es war genauso, wie du sagst. Ich bin ganz deiner Meinung. Und das ist das eines von den Beben. Gewusst. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch So, nicht das ist helfen. Nefarius. Von mir hat er das nicht. Wie sieht's aus? Ist er da nicht- Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Das hat er doch vorher gewusst. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Von mir erfährt Ach, wir müssen erst die anderen Teile finden, damit wir das Portal betreten können. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird. Aber sicherlich ist es nichts Gutes. Ich weiß langsam nicht mehr. Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. was anderes gehört. Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal Dass du passen. das nicht gewusst hast. Das hat er doch vorher gewusst. Tja, das heißt, wir dürfen Das ist doch schon lange bekannt. noch 3 Teile suchen, da die sagen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. So, redet er nicht mit uns? Hallo? Meinst du, mir geht es besser? Alles klar? Ganz schön mutig von dir, hier einfach so reinzuspazieren. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ah ja, warum? Was machst du hier? Hat er doch vorher Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen, sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Sag mir nicht, dass du Die das nicht Erbauer haben gewusst hast. Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit Da gestohlen. kannst du eh nichts dran ändern. Steintafeln, wir haben aber einige dabei, Ich ne? weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Was steht denn so auf diesen Das Steintafeln? ist wirklich nicht Sie mein erhalten das Problem. gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Glaubst du wirklich Für daran? jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Meine Schatz. Meinung will ja keiner hören. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Sag nicht, dass Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Das ist doch alles nur Gerede. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an.
Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ach so, das kostet natürlich wieder Lernpunkte, die wir wieder nicht haben. Das war doch schon vorher klar. Ja, wir breicherten noch. Ja, fast 1000 Erfahrungspunkte, Kann ja nicht ewig so weitergehen. um in die Von nächsten mir Stufen erfährt aufzusteigen. keiner was. So, was war's denn Kronos? Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich noch mal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ganz schön mutig, dich noch mal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen. Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher: Sie ist magischen Ursprungs. Erzähl mir mehr über diese Steinwächter. Viel kann ich dir bisher noch nicht sagen. Wir haben sie leider zerstören müssen. Jetzt sind sie ungefährlich. Als wir hierher kamen, haben sie uns angegriffen. Wir konnten sie nur mit vereinten Kräften besiegen, und ich befürchte, dass hinter dem Portal noch mehr davon auf uns warten. Es muss einen Weg geben, ihre treibende Kraft zu bannen, sodass sie nichts weiter sind als Statuen, und das auch bleiben. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Ja, was hat er denn im Angebot? Was ist das da? Schwefel brauchen wir nicht. Und Magie brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Wir haben zuletzt ganz gut eingekauft. So, und der da? Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ihr wollt tatsächlich durch das Portal gehen? Sicher, vorausgesetzt, dass wir das fehlende Ornament finden, versteht sich. Ich gebe zu, es ist schon eine etwas riskante Angelegenheit. Aber wir müssen unbedingt herausfinden, was es mit diesen ständigen Erdbeben auf sich hat. Das Ornament finden? Soweit ich weiß, müssen wir das wieder finden. Was weißt du über die Erdbeben? Irgendetwas auf der anderen Seite löst sie aus. Vermutlich ist diese Quelle auch verantwortlich für das Erwachen der Steinwächter. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Saturas und Kronos können dir sicher mehr darüber erzählen. Was glaubst du, werdet ihr drüben finden? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich vermute, dass es auf der anderen Seite ein ähnliches Bauwerk wie dieses gibt und ein Gegenstück zu diesem Portal. Alles Weitere werden wir sehen, wenn wir da sind. Wie komme ich am schnellsten zurück in die Stadt? Du gehst am besten den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist. Du könntest aber auch
Nein, das wäre zu gefährlich. Spuck's aus. Naja, die Erbauer dieser Hallen hatten ihre eigene Art zu reisen. Soweit wir das beurteilen können, konnten sie sich teleportieren. Das ist doch nichts Besonderes. Die Teleportersteine, die wir hier in Korinis gefunden haben, schon. Es scheint so, als würde der Teleporterstein hier in diesen Hallen zur Hafenstadt führen. Jedoch hat noch keiner von uns den Mut aufgebracht, ihn zu benutzen. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Beckenraum gibt es eine Tür. Dahinter habe ich ihn eingeschlossen. Gib mir den Schlüssel. Ich will mir das Ding mal ansehen. Wirklich? Aber ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Gib schon her. Wenn du meinst, hier hast du ihn. Wo sind die anderen Teleportersteine? Wir haben bisher nur einen weiteren, etwa im Zentrum von Korinis gefunden. In der Nähe der Taverne zur Toten Harpie. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Wenn wir erst mal drüben sind, stehe ich dir zur Verfügung. Wenn. Aber erst einmal müssen wir die Ornamente finden. Und da werden wir uns erst einmal oder gleich mal drum kümmern. Jetzt suchen wir uns aber erst einmal den Teleporterstein. Beckenraum. Das ist die hier da. Ah ja, das ist gut, ne? Also das heißt, wir können uns jetzt teleportieren. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, leider, aber nicht mehr lang. Wo geht's da hier? Ach so, da sind wir gekommen, oder? Ja, egal. Jetzt probieren wir mal den Teleporter aus. Und ich kann mir schon denken, wo wir sind. Oh. Jetzt komm. So. Jetzt haben wir nämlich, können wir da auch wieder zurück schon, oder? Ja. Ja, wir sind in der einer Höhle, glaube ich, wo wir den Ork getroffen haben. Genau. Denn da drüben ist Korinis.